Nachdem wir uns im ersten Teil mit dem großen ganzen Bild beschäftigt haben, nämlich dass Gott eine Abstammungslinie verheißen hatte, durch die ein neuer Sohn Gottes kommen würde, der Adams Fall wieder gut machen wird und dafür ein Volk bestimmte, durch das sich die Verheißung von Generation zu Generation erfüllen konnte, bis hin zu der Geburt des verheißenen Nachkommen, des neuen Adams, der die gefallene Menschheit erlösen würde. Ein Mensch, der gemäß der Bundesverheißung der Sohn Gottes sein wird und die Menschheit wieder in die ursprüngliche Beziehung zu Gott führt. Und wir auch sehen konnten, dass die Rolle des erstgeborenen Sohnes nichts mit der Geburtenfolge zu tun hat. Wollen wir nun ins Neue Testament einsteigen, um weiter zu erfahren, was es bedeutet, wenn die Bibel Jesus Gottes Sohn nennt. Wusstest du, dass das Leben von Jesus, dem Sohn Gottes, eine getreue Nachstellung der Geschichte Israels war? Er machte die gleichen Erfahrungen wie Israel. Doch dort, wo Israel versagt hatte, blieb er dem Bund treu. Das Alte Testament erzählt uns von einem Josef, der Träume hatte und nach Ägypten kam. Das Neue Testament erzählt uns auch von einem Josef, der Träume hatte und nach Ägypten kam. Gott rief sein Volk aus Ägypten. Und als Jesus aus Ägypten kam, sagte Gott: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Damit wird eine bewusste Parallele zwischen Israel und Jesus hergestellt, dem neuen Sohn Israels. Das Volk Israel, Gottes Sohn, wurde im Roten Meer getauft. Als Jesus, der neue Stellvertreter Israels, getauft worden war, sagte Gott: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Israel wanderte 40 Jahre durch die Wüste. Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste. Josua, dessen Name Jahwe rettet bedeutet, führt das Volk von der Wüste ins gelobte Land. Jesus, was ebenfalls Jahwe rettet bedeutet, ist die griechische Entsprechung von Josua. Mose stieg auf den Berg Sinai, um von Gott das Gesetz zu empfangen und es dem Volk zu übermitteln. Jesus verkündete von einem Berg in Israel aus, dass er gekommen war, um das Gesetz zu erfüllen. Das Volk Israel setzte sich aus den 12 Söhnen Jakobs zusammen. Jesus erwählte 12 Apostel, deren geistliche Nachkommenschaft die Fortsetzung des Volkes Israel werden sollte. Israel wurde von Gott erwählt, ein heiliges Volk und ein Königreich von Priestern zu sein. Die Gemeinde Jesu ist das neue Israel, erwählt, um eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum zu sein. In Christus erleben wir die große Nachinszenierung der Geschichte Israels, diesmal in voller Treue dem Bund gegenüber. Die große biblische Erzählung weist direkt auf die Person Jesus Christus hin. Alles, was Gott durch Israel, seinen untreuen Sohn, verheißen hatte, erfüllte sich nun in Jesus, Gottes treuem Sohn. In diesem Sinne also nennt das Neue Testament Jesus den Sohn Gottes. Das Erste, was uns im Neuen Testament erzählt wird, ist: Jesus ist niemand anderes als der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Dann beginnt Matthäus mit dem Familienstammbaum von Jesus. Er möchte damit zu verstehen geben: Jesus ist der eine, auf den Israel gewartet hat, der Christus. Maria und Josef sollten ihn Jesus nennen. Jesus wurde in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren, da er auch der Sohn Davids ist. Mit seinen Eltern floh Jesus nach Ägypten, um zu überleben, kehrte dann wieder zurück. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten verkündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Wie von Jesaja vorhergesagt, kündete eine dem Propheten Elia ähnliche Person sein Kommen an, Johannes der Täufer. Bei Jesu Taufe sprach eine Stimme vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus unterscheidet nicht zwischen Sohn Gottes und Sohn Davids, denn er kennt seine hebräische Bibel. Nach seiner Taufe wurde Jesus 40 Tage in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte.
Genauso war auch das Volk Israel als Sohn Gottes in der Wüste 40 Jahre lang den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Satans Angriff auf Jesus zielte direkt darauf ab, seine Identität als erwählter Sohn in Frage zu stellen. Wenn du Gottes Sohn bist, im Sinne Israels, dann befiehl doch, dass die Steine zu Brot werden. Jesus wiederholt die Geschichte Israels in der Wüste. Dann begann Jesus seinen Dienst und verkündete, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus tat genau das, was Israel ursprünglich hätte tun sollen, nämlich Gottes Reich aufrichten. Und wie gründete Jesus das Reich Gottes? Indem er 12 Apostel erwählte, die an die 12 Söhne Jakobs erinnern, also die 12 Stämme Israels. Er verfolgte die Mission, die Israel bestimmt gewesen war, nämlich die Nichtjuden in den Bund Gottes einzuschließen. Das Grundanliegen des Matthäusevangeliums ist, die Leser davon zu überzeugen, dass Jesus der eigentliche Sohn der Bundesverheißung Gottes ist, auf den all die Vorgänger hingewiesen haben. Er ist der Sohn der Verheißung, wie bereits Abraham in der wundersamen Geburt seines Sohnes Isaak versinnbildlicht wurde. Er ist der Sohn des Bundes, wer in Isaaks Sohn Jakob zum Ausdruck kam. Er ist der erstgeborene Sohn Gottes, wer in den Söhnen Jakobs, dem gemeinschaftlichen Sohn als Volk Israel, schon erahnt werden konnte. Er ist Gottes eingeborener und gesalbter Sohn, wie er in König David nur einen schwachen Abglanz fand. Er ist der friedliche Sohn Gottes, der kam, um das Reich Gottes ohne Krieg aufzurichten, wie er bereits in Davids Sohn Salomo einen Vorläufer hatte. Jesus ist der Sohn Gottes in dem Sinne, dass er die gesamte alttestamentliche Geschichte auslebt und dabei den Plan erfolgreich ausführt, den Gott mit der Menschheit von Anfang an verfolgte. Das ist die Kernaussage der Bibel. Wenn also die neutestamentlichen Autoren Jesus Gottes Sohn nennen, versuchen sie uns damit nicht etwas über seinen Ursprung zu sagen. Sie wollen eben nicht über die Art seiner übernatürlichen Vergangenheit informieren. Sie lehren eben nicht, wie und wann Jesus in grauer Vorzeit entstanden ist. Sie erzählen vielmehr, dass Jesus der Sohn der Verheißung in der Generationslinie von Abraham und David ist. Nach Matthäus ist Jesus der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams, und als solcher der lang ersehnte Sohn Gottes, der dem Bund treu sein würde. Lukas verwendet die Begriffe Nachkommenschaft, Geburt und Kindschaft, um Jesus in direkte Beziehung zu seiner Geburt durch Maria zu setzen. Die Frau, von der in der allerersten Verheißung des Erlösungsplans die Rede ist. Wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen, auf ewig, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Christus wird hier von Lukas nicht als göttlicher Sohn aus Vorzeiten, der sich unter die Menschensöhne mischt, eingeführt. Vielmehr möchte Lukas sichtbar machen, dass Gott selbst durch das Wunder der Menschwerdung hier erscheint, um den Bund der Sohnschaft, für den die Menschheit bestimmt war, treu auszuleben. Christus ist der neue Mensch, der Stellvertreter aller Menschen, der eine Sohn Gottes für alle, in dem sich alles verwirklicht, was Gott ursprünglich für die Menschheit geplant hatte. Deshalb verfolgt Lukas den Stammbaum von Jesus bewusst zurück bis zu Adam, dem Sohn Gottes. Im Lukasevangelium wird die Sohnschaft von Jesus mit der von Adam verglichen. Adam wurde als Sohn Gottes die Herrschaft der Welt übertragen. Als Adam sündigte, nahm Satan für sich in Anspruch, die Autorität über die Erde zu haben. Der Teufel versuchte Jesus in Bezug auf die Macht, die Adam einst als Sohn Gottes über die Erde hatte. Lukas gibt zu verstehen, dass mit Jesus jetzt ein neuer Adam, ein neuer Sohn Gottes erschienen ist, der die Auswirkungen des Sündenfalls rückgängig machen und die Herrschaft über die Erde zurückfordern wird. Sowohl Matthäus als auch Lukas identifizieren Jesus als Sohn Gottes, und zwar in Bezug auf seine irdische Abstammung und Mission, nicht in Bezug auf seinen himmlischen Ursprung. Johannes liefert keinen Stammbaum von Jesus. Er beginnt bei der Schöpfungsgeschichte und bezeichnet Jesus als niemand Geringeren als den Schöpfer selbst.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Laut Johannes lässt sich also die Wirklichkeit in zwei grundlegende Kategorien einteilen: das Gemachte und das Nichtgemachte. Und betont, Jesus war, bevor er Jesus wurde, der eine, der alles gemacht hat. Dann berichtet Johannes etwas höchst Erstaunliches. Der Schöpfer selbst betritt freiwillig die Welt und wird zum Geschaffenen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier wird Jesus zum ersten Mal im Neuen Testament der Eingeborene seines Vaters genannt. Wüssten wir nichts über die Vorgeschichte, auf die Johannes hier anspielt, könnten wir es so verstehen, dass er hier beschreibt, wie Jesus in grauer Vorzeit gezeugt und geboren wurde. Doch darum ging es Johannes gar nicht. Und woher wissen wir das? Nun, weil Johannes sich auf das Alte Testament bezieht. Gott sagte Israel: Du bist mein erstgeborener Sohn. Ich habe dich gezeugt, als ich dich aus der ägyptischen Knechtschaft erkauft habe. Damit habe ich dich geboren. Darum bin ich dein Vater. Und zu David sagte Gott: Du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Und David sagte zu Gott: Du bist mein Vater. Und Gott sagte wiederum über David: Ich will ihn zu meinem erstgeborenen Sohn machen. Und als die Sohnschaft dann von David auf Salomo übertragen wurde, sagte Gott zu ihm: Er wird mein Sohn sein, und ich werde sein Vater sein. Alle drei, Salomo, David und Israel, wurden nicht zu Söhnen Gottes durch biologische Abstammung, sondern durch ihre Berufung, in den Bund mit Gott einzutreten. In der biblischen Geschichte wurde Israel zu Gottes einzigem Sohn unter allen Völkern der Erde. Eine absolute Sonderstellung, mit dem Auftrag, Gottes Herrlichkeit vor allen anderen Nationen zu bezeugen. Genauso wie wir heute als Nachfolger Christi seinem Auftrag folgen. Haben wir also einmal die Geschichte des Alten Testamentes verstanden, begreifen wir auch die Hauptaussage der Bibel, was es bedeutet, dass Jesus einziger Sohn genannt wird. Wenn Johannes Jesus also den einzigen Sohn nennt, dann charakterisiert er ihn als denjenigen, der Israels Berufung endlich erfüllt. Er wurde Gottes Sohn, damit wir es ebenfalls werden können, nämlich damit wir das Recht erhalten, Kinder Gottes zu sein. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Er, der die Welt gemacht hatte, nahm die Sohnschaft an, damit auch wir wieder in diesen Bund mit einbezogen werden können. Das ist die Hauptaussage des Johannesevangeliums. Und so wollen wir uns nun dem bekanntesten Text der Sohnschaft von Jesus zuwenden. Johannes 13, Vers 16, welcher auch der Haupttext ist, auf den sich die Gegner der Dreieinigkeitslehre berufen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Text, wenn aus seinem Kontext gerissen, kann zu dem Missverständnis führen, dass der Vater ihn vor ewigen Zeiten geboren hat und Jesus davor nicht getrennt vom Vater existierte. Doch wenn man den roten Faden der biblischen Erzählung berücksichtigt und die Verbindung zwischen Adam, Abraham, Isaac, Jakob, Israel und David bis hin zu Jesus erkennt, rückt eine ganz andere Bedeutung ins Zentrum. Doch selbst wenn wir den Zusammenhang außer Acht lassen, müssen wir uns die Frage stellen: Ist Jesus der einzige eingeborene Sohn, der in der Bibel erwähnt wird? In Hebräer 11, Vers 17 lesen wir: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte.
Auch Isaac wird der Eingeborene seines Vaters genannt. Er trägt diesen Titel ebenso wie später Israel als Volk und David als König. Die Bezeichnung eingeborener Sohn entspricht der Sprache des Bundes und hat keine chronologische Bedeutung. Es geht hier nicht um eine Geburtenfolge. Schließlich berichtet die Bibel eindeutig davon, dass Abraham nicht einen, sondern 8 Söhne hatte. Wie kann daher Isaac der einzige Sohn sein? Es ist leicht zu verstehen, sobald man es einmal erkannt hat. Isaac war Abrahams einzig geborener Sohn im Sinne des Bundes. Johannes 3,16 ist also keine Aussage darüber, dass Jesus vor Urzeiten von Gott gezeugt wurde oder zeitlich nach Gott entstanden ist. Vielmehr betont dieser Vers, dass Jesus die Erfüllung der Bundesverheißung ist. Der eigentliche Zweck der biblischen Geschichte ist es zu zeigen, dass Gott einen treuen Sohn hat, der am Bund mit Gott und mit der Menschheit festhält. In diesem Sinn ist Jesus Gottes Sohn. Er ist Adam, so wie Gott ihn ursprünglich gemeint hat. Er ist Israel, so wie Gott es geplant hat. Er ist David, wie Gott ihn wollte. Er ist Mensch, so wie Gott das Menschsein gedacht hat. Bisher haben wir gesehen, dass die Autoren des Neuen Testaments die Sohnschaft Christi als Fortsetzung der alttestamentlichen Geschichte von Adam und Israel betrachteten. Für sie erhielt Jesus zum Zeitpunkt seiner Menschwerdung die Identität des Sohnes Gottes. Er ist also im erzählerischen Sinne, im Sinne des Bundes mit der Menschheit, Sohn Gottes. Sobald man diesen größeren Rahmen einmal sieht, wird auch die Gesamtbotschaft der Bibel viel deutlicher. Aber dennoch kommt die Frage auf, war Jesus schon vor der Menschwerdung in irgendeiner Weise der Sohn Gottes? Die Antwort ist ja und nein. Ja in Bezug der ewigen Verheißung des Bundes, den Gott bereits beschlossen hatte, bevor er den Menschen schuf, und nein in Bezug auf seinen Seinszustand vor der Schöpfung. Über alles Geschaffene hinaus, noch bevor das Erlösungswerk durch den Sündenfall des Menschen und der Engel notwendig wurde, war der eine, den wir als Jesus Christus kennen, kein anderer als Gott, ganz Gott in seiner ureigenen ewigen Natur. Wie also kann Jesus schon vor seiner Menschwerdung der Sohn Gottes sein? Wenn Jesus der ewige, ungeborene, ungeschaffene, unendliche Gott war, wie kann er dann vor seiner tatsächlichen menschlichen Geburt aus dem Mutterleib Marias als Sohn Gottes bezeichnet werden? Der Apostel Paulus bezeichnet die Rettung des Menschen als eine Absicht, der sich Gott schon vor der Erschaffung der Welt verschrieben hatte. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten, den Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Kreuzestod des Erlösers war also von Gott schon beschlossen worden, ehe er die Welt erschuf. In diesem Sinne sind wir Menschen schon vor Grundlegung der Welt in Christus auserwählt. Wenn beispielsweise Johannes Jesus als des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt bezeichnet, erleuchtet er die Geschichte aus der Perspektive des ewigen Bundes. Jesus war ja nicht wirklich schon vor der Erschaffung der Welt geschlachtet worden, aber er war schon vorher zur Erfüllung dieser Aufgabe bestimmt worden, lange bevor er sie wirklich ausführte. Von Ewigkeit her war Christus zum Sohn Gottes bestimmt, er sollte den Kontakt mit der Menschheit wiederherstellen. Er war von jeher durch den Bund für die Sohnrolle und die damit verbundene Mission versprochen worden. Und doch ist er erst in dem Augenblick, in dem er auf die Erde kam, wirklich Mensch und damit der Sohn Gottes geworden. Petrus drückt es so aus: Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Vor seiner Geburt als Mensch war er schon eine Ewigkeit und doch noch nicht Gottes Sohn. Wäre der Mensch nie in Sünde gefallen, hätte Gott auch nie in Jesus menschliche Gestalt angenommen. Auf Grundlage der Bibel lässt sich daher völlig zu Recht sagen: Jesus ist Gottes ewiger Sohn,
weil er von Ewigkeit her dazu bestimmt war, mit der Menschheit eins zu werden und die Bundestreue an unserer Stadt zu erfüllen. Was aber mit biblischer Unterstützung nicht gesagt werden kann, ist, dass die Position als Sohn Gottes seine präexistenzielle Wesensart sei, die er unabhängig von der Schöpfung und Erlösung innehat. Wenn wir nicht damit beginnen, die Bibel als Ganzes zu lesen und der biblischen Geschichte zu folgen, werden wir auch nicht aus ihr herauslesen können, was sie uns zu sagen hat. Vergesst also die, welche sagen, das Alte Testament sei nicht mehr gültig, denn das Gegenteil ist der Fall. Ohne das Alte Testament werden wir auch das Neue Testament nie richtig verstehen können. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei ein Licht in der Dunkelheit.